Biologisches Heilwissen vom Heilpraktiker und Autor Rainer Körner. Am Morgen geht die Sonne auf und bewegt sich in ihrer Bahn über den Horizont. Am Abend geht die Sonne unter und ist nicht sichtbar unter dem Horizont. Wir sehen hier ein zweiphasiges Geschehen von Tag und Nacht. Tagsüber ist der Mensch überwiegend aktiv und braucht damit seine Energiereserven auf. Für die Aktivität und Anspannung ist unser vegetatives Nervensystem in sogenannter Sympathikotonie. Dabei werden Energiereserven mobilisiert. Nachts sind die Menschen passiv, liegen im Bett und schlafen. Der Organismus ist in Entspannung, regeneriert sich und Energiereserven werden wieder aufgefüllt. Dieser Vorgang wird durch die sogenannte Vagotonie des vegetativen Nervensystems begünstigt. Der Mensch ist ein Regulationssystem. Der Mensch ist ständig verschiedenen Einflüssen, Veränderungen und Reizen ausgesetzt. Beispielsweise Wärme- oder Kältereize, Nahrungsaufnahme und Stoffwechsel, Anstrengungen, die ein natürlicher und notwendiger Teil des Lebens sind. Mit diesen Reizen muss er umgehen und sie regulieren, um sie verarbeiten zu können. Am Beispiel eines intensiven Kältereizes lässt sich das gut nachvollziehen. Eine Patientin wurde bei einer sonnigen Winterwanderung von einem Kälteeinbruch überrascht, für den sie nicht ausgerüstet war. -15 Grad mit nur dünnen Handschuhen haben sie sehr frieren lassen. Dies entspricht dem Kältereiz in dieser Grafik. Besonders ihre Hände und Füße wurden sehr kalt, da sich zudem das Blut aus ihnen zurückgezogen hatte. Der Körper reagiert auf einen länger andauernden Kältereiz mit einem Rückzug des Blutes ins Körperinnere, um vor allem die zentralen, lebenswichtigen und auch empfindlichen Organe wie Herz, Niere, Gehirn mit Blut und Wärme zu versorgen. Dies geschieht unter anderem durch die Engstellung der peripheren Gefäße. Dies entspricht biologisch einer Zentralisation des Blutes. Nachdem sich die Frau wieder in ihre warme Wohnung gerettet hatte, Ende des Kältereizes, sind ihre Hände und Füße wieder aufgetaut. Sie haben gekribbelt und wurden sehr warm, sogar wärmer als vor der Unterkühlung. Die Durchblutung und damit auch die Temperatur waren gesteigert. Zudem hat sie am Abend Fieber und Schnupfen. Es hat sich also eine Entzündung der Nasenschleimhaut entwickelt. Hier eine kleine Zusammenfassung. Die Kälte können wir als Reizauslöser für die Zentralisation des Blutes bezeichnen. Für den Organismus kann der Kältereiz auch ein lebensbedrohliches biologisches Konflikt bedeuten, da die Wärme die Grundlage für Lebensprozesse ist. Die Zentralisation des Blutes ins Körperinnere durch den Kältereiz ist eine biologisch sinnvolle Reaktion, um die kälteempfindlichsten inneren Organe besser zu versorgen. Hände und Füße sind nicht so kälteempfindlich wie Herz, Niere oder das Gehirn. Der Organismus reguliert damit die Physiologie, um in dieser bedrohlichen Situation überleben zu können. Nach Ende des Reizes geht der Organismus in die Gegenregulation über, das heißt gesteigerte Durchblutung, Entzündung und Fieber. Dabei wird die vorherige Unterkühlung durch die erhöhte Temperatur jetzt ausgeglichen. Der Heilpraktiker nennt es auch Regeneration im Sinne von Wiederherstellung, da sich durch die Gegenregulation der physiologisch ausgeglichene Ausgangszustand wiederherstellt. In der Weisheitslehre des Taoismus wurde diese gesetzmäßige Polarität im Zeichen des Yin-Yang ausgedrückt. Beachten Sie dabei bitte auch den Kurvenverlauf der Linie zwischen der weißen und der schwarzen Fläche. Die Kurven entsprechen auch dem Verlauf der Zweiphasigkeit, die im biologischen Heilwissen zum Ausdruck kommt. Das Grundwissen war schon früher in den Weisheitslehren vorhanden. Mittlerweile ist es durch die biologischen Grundsätze auch naturwissenschaftlich für die Medizin ausgearbeitet. Hi von dir nach ein gesamte Starten zum Buch Biologisches Heilwissen. Es so nicht merci für die Nullstreuen. Was du könntest am Bereich Umwelt, Spiritualität, Gesundheit, Politik und Co. Willst du die Leute draußen etwas mitzuteilen oder ein Projekt, willst du bekannt gehen? Dann melde dich unter
gutzuwissen.tv@gmail.com und schreib mir a kurze Wörter, wieso du an die Sendung kommen willst. Für mehr Informationen zu den Interviewen zu erhalten, kannst du auch gerne den Telegram-Kanal von der Sendung abonnieren. Ich so merci für das Nachluestern und bis zum nächsten Video.